Haut an der Sendung Blick op Europa will ich agoen op den Sozialsummit, den de letzte Weekend zu Göteborg a Schweden stattfand huet. Herzlich willkommen, Leute, auf vielmals merci für no gucken. Sozialsummit, den as fir lächt 24 Joer ginn in der Lützeburger Präsidentz an das eigentlich dem Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu verdanken, dat die Initiative lorem gehol gin ass am Rahmen vun all den Diskussionen, die man die Lächtzeit hätten, fir dat sozial Europa, fir dat méi an den Mittelpunkt ze regeln, fir de Mënsch méi an den Mittelpunkt ze regeln. An dofir wie gesot as het dringend notwendig gewircht, so groß Zechen zu setzen, ein Signal zu setzen, einen speziellen Summit anzusetzen, fir iwwer Sozialpolitik zu diskutieren. Wenn ihr über Sozialpolitik diskutiert, dann ist es natürlich ein ganz breit gefächerten, ein ganz vasten Sujet. Da gehen doch nicht nur Unanimitäten, es gibt nicht nur Beifall an Europa, wenn ihr von mehr Sozial-Europa schwätzt. Da sind noch Länder, die fanden, dass das an den Nationalstaaten soll geregelt gehen, dass das an der Kompetenz von den Memberstaaten soll bleiben. Weil da gehört das hin offiziell den Treten. Das heißt, die Europäische Union hat an für sich nicht Kompetenz, für an Sozialpolitik konkret anzugreifen, aber sie hat Kompetenz, für Mindeststandards zu setzen, für Mindestaufkommen zu treffen und für natürlich auch auf verschiedenen Domänen Legislativproposen zu machen. Das wird die Kommission noch machen. Wenn ihr seht, den sozialen Pilier, die Seil, dann ist das am Anfang eine Idee gewirrscht, die ein ganz paar die Punkte und so Prinzipien beinhaltet. Ich hatte schon gelesen, darauf anzugehen. Ich will das aber kurz an Erinnerung rufen, die 20 Prinzipien, weil das ist mir wichtig, es fällt mir auch vielleicht an Eisekräser, Sonnegelommel an den etablierten Memberstaaten, die schon zu den Gründungsmembern gehören, die schon eine langjährige Tradition und auch am Sozialdialog, die sind das natürlich ähnlich für die als verschiedene Sachen als normal, mit anderen Memberstaaten, du hast das alles ähnlich wie normal. Het Recht op lebenslang Bildung, weil Bildung als auch ein Teil von der Sozialpolitik, und ich begrüße eigentlich auch, dass den Konseilspräsident Donald Tusk, dass der noch Vorschläge gemacht hat, neue Propositionen gemacht hat, für mehr an Bildung zu investieren. Gleichstellung von den Geschlechtern als auch so ein Sujet, faire Arbeitsbedingungen, wir sind alle für faire Arbeitsbedingungen, aber wenn wir dann am Detail darüber diskutieren, da stellt er fest, dass da groß unterschiedliche Wühe sind. Gerecht Entlohnung, da hat Jean-Claude Juncker den Vierstärk gemacht oder den Vierstoß gemacht, für zu sagen, es muss an Zukunft an Europa eine fundamentale Regel geben für gleiche Lohn, für die gleiche Arbeit auf der gleichen Platz. Das ist an seinen Evaluierungen zu den Prioritäten von der Kommission, dass das ganz deutlich an den Vordergrund geregelt geht. Und es ist auch so, dass das all als Diskussionen, sie wird am europäischen Semester, sie wird sonst auch immer, dass das ein bisschen an der Entsenderichtlinie, an den Diskussionen, dass das so ein bisschen Fundament, also ein bisschen der Leitfaden ist, der Satz, den an all Dossiers sich in letzter Zeit rumspiegelt, ganz neu ist, weil wir hatten die letzte, wie gesagt, seit dem Jacques Delors hatten wir am Anfang kein Kommissionspräsident mehr oder keine Kommission mehr, die so verstärkt wird, ob das sozial gelöst wird. Natürlich auch Recht auf Kündigungsschutz, auch da gehen es unterschiedliche Vorstellungen. Der Sozialschutz, Recht auf ein Mindestabkommen, da komme ich noch drauf zu schwätzen. Betreuung von Kindern, es geht jetzt von einer Kindergarantie, das heißt für das Recht von den Kindern, Sozialschutz von den Kindern, für die mehr umzusiedeln. Natürlich auch Recht auf Pension. An eine Gesundheitspflege, die dem nun auch Rechnung dreht, dann noch wirklich dafür antritt, für die Gesundheit an den Vordergrund zu regeln, als von den sozialen Elementen von dem Pilier. Das die werden wir d'accord sind, dass da keine revolutionären neue Ideen dabei sind. Aber es geht an für sich auch nicht an einer ersten Phase für etwas total Neues dran zu setzen. Es geht darum, für das Bestehende, was wir haben, für das zu konsolidieren und dann eine Konvergenz nach oben anzulegen. Das heißt, Länder, die im Moment nicht so gut durchstehen, für die Lösungen auf Niveau herabzukriegen, die dann für ganz Europa geben gelten. Ich habe durchgangs gesagt, dass nicht überall begrüßt gehen. Das heißt, es sind verschiedene Länder, die, wie gesagt, ganz stark Bedenken haben, so eine Kommission soll den Marché regulieren, aber soll sich aus dem Sozialen raushalten. Das ist nicht eine Überlegung. Und wie gesagt, hat sich durchgesetzt, dass auf dem Sommet eine interinstitutionelle Deklaration unterschrieben wird zwischen dem Conseil, dem Europaparlament und der Kommission, wo ganz genau darauf festgehalten wird, was Leitsätze sind, was Leitlinien sind für die nächsten Jahre an der Sozialpolitik in Europa.
Du hast natürlich der verbindliche Charakter vun so enger Deklaration. Do ginnt Menungen auseinandernehmen. Für mich persönlich gehen auch den Kritiker recht, die so das nicht verbindlich ist, tut keinen Abfluss an den Treaty zum Beispiel. Das muss man unbedingt auf fertig bringen. Aber auf der anderen Seite gehe ich aber auch nicht denen recht, die so das Papaya-Tiger bringt nicht, das auch zu viel, so nicht negativ gesehen. Natürlich bringt das natürlich als eine gemeinsame Volontät oder Hand zu erkennen. Sie muss just verbindlich gehen, für dadurch die nächstfolgenden Kommissionen, die nächstfolgenden Leaderinnen von den einzelnen Institutionen sich in der zu halten. Und das ist eine Bestrebung, die man dann Deelen Parlament, Großdeler davon auch Deler von der Öffentlichkeit, auch Gewerkschaften, für wie gesagt die Deklaration verbindlich an europäische Gesetzgebung zu kreieren. Europäische Gesetzgebung ist dann das Stichwort, aber was die Kommission bewegt hat, für zu sagen, wenn wir auf der einen Seite nicht können, wenn wir durch unsere Kompetenzen nicht können, auf verschiedene Bereiche intervenieren, da sichern wir uns aber die Bereiche heraus, wo wir das können machen, und wir gehen Gesetzespropositionen mit auf den Weg. Und das ist geschieht, wie gesagt, wir schaffen nun enger Direktiv für derbecht an Privatleben für der besseren Anklang zu kreieren. Das ist eine echte Initiative. Do ass de Congé parental natürlich mat Dragefall de Congé paternel ass mat Dragefall anet ass och mat Dragefall Congé wann en pflegebedürftig mat Bierger huet, die déi sich muss këmmere Familiemembern an so weile. Et hecht dat sinn loch an echt Initiativen, die Kommission lacéiert huet, dann wëlt och eng Initiativ lacéieren demnächst ganz kurzfristig wéi so en Arbeitskontrakt ausgesinn huet, dat dann Arbeitsrecht gëtt an sämtliche Länder. Dann natürlich auch etwas, was wir immer mehr feststellen, das ist die Plattformarbeit, das heißt, wo junge Leute sich über Internet unengem Projekt beteiligen, wo weder ein Arbeitsrecht erfassbar ist, wenn man am Internet schafft, was für ein Arbeitsrecht gehört dazu, als es Lützeburg, als es Frankreich, als es vielleicht Indien und so weiter. Das heißt, da muss klare Regeln erstellt gehen, für das dann natürlich auch die Security Sozial. Bei denen Leuten, also im Moment jedenfalls, sind ganz viele junge Leute, denen ist es egal, ob sie sozialversichert sind, was auf 40 Jahre ist. Das heißt, die machen sich darüber noch nicht viel Gedanken. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wir müssen antizipieren an der Gesetzgebung, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Systeme, die wir haben, die auf Generationsvertrag basieren, für dass die auch lebensfähig sind nach für die nächsten Jahre. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen. Ich hatte anfangs gesagt, Mindestabkommen als auch so ein sozialen Wolle von dem Pilier nicht zu verwechseln mit Mindestlohn, weil da haben wir wirklich keine Kompetenz. Wie Mindestabkommen gibt es an den meisten Ländern schon über 20, wir noch nicht gerade an Irland. Aber wir müssen nicht fertig bringen, das als ein Instrument zu gucken, für gegen Armut zu kämpfen. Und das war ein bisschen ein Auftrag, den wir auch kriegen im Parlament. Ich war responsabel für die DVP auf dem Dossier, für das Mindestabkommen, für das, wie gesagt, so zu gestalten, dass alle Memberstaaten davon Kenntnis haben, noch für sich das an seine nationale Gesetzgebung ablesen zu lassen. Da kann man sich ein paar die Mesuren nach vorstellen, weil aber wichtig ist, dass das mal ein Recht ist, ein Recht auf ein Mindestabkommen für Leute, die wirklich bedürftig sind. Wenn man aber die Möglichkeit hat, abzusehen, für können zu schaffen, soll es natürlich können verbunden gehen mit weiteren Formationen, für das den Remenke ab, das für den Arbeitsmarkt. Alles das sind die Überlegungen, die wir hier gefordert haben. Aber für allem soll es mit zu der europäischen Strategie 2020 gehören, für, wie gesagt, als Instrument für die Arbeit drauf zu kriegen. Wir haben ganz lange über die Definition gestritten, da haben wir uns dann darauf berufen, für zu sagen, es soll so ein bisschen der Median Lohn soll geholt gehen, so wie die 60% für zu definieren, wenn ich da den an Armut fällt, so soll auch hier geguckt gehen, das Medianabkommen für das als Basis zu holen, eine gewisse Prozentsatz davon. Das ist auch geguckt, wie für so Referenzbudgeten, da haben wir den Index, das heißt, das ist alles ein bisschen bei uns in den Index gebunden. Wenn der Index an die Luft geht, steigen automatisch der Mindestlohn, nicht automatisch, muss natürlich über das Gesetz kommen, das ist trotzdem ein logisch Suite, dass die Elemente dann alle gut steigen, auch den RMG, der auch in Zukunft Revis soll heischen. Das heißt, alles soll in Referenzen festbannen, für das, wie gesagt, auch eine nachhaltige, eine langfristige Entwicklung hat. Und da meine ich, dass den auch guckt,
darüber zu diskutieren, ob es nicht möglich ist, für daraus aber ein Long-Term ein Grundabkommen zu machen. Auch das waren Überlegungen, die zwar hier im Parlament keine Unanimität von tun, aber ein bedingungslos Grundabkommen ist trotzdem eine Überlegung, wo ihn nicht im Moment vielleicht kann Decisionen holen, aber wo ihn aber langfristig soll denken. Das ist ein bisschen so den kurzen Resümee erstens vom Sozialsummit von Göteborg, wo wir froh sind, dass es stattfindet, wo wir mehr Verbindlichkeit wollen unbedingt kreieren an die Deklaration. Und zweitens auch die Elemente, die damit zu tun haben, auch Gesundheit, Gesundheit als Sicherheit auf der Arbeit zum Beispiel oder wie gesagt Bildung, Ausbildung, lebenslange Weiterbildung. Alles das sind auch Elemente, die zu der Sozialpolitik gehören, neben dem Abkommen, neben den fairen Arbeitsbedingungen, Kündigungsschutz und so weiter. Das wäre ein bisschen kurz über das Sozialsummit von Göteborg. Ich sage merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.